So, guten Tag. Ich muss jetzt gleich meinen Vater kämpfen. Ah, ne, es ist gar nicht mein Vater, es ist der Lord Blutkrone. So, und ich habe halt festgestellt, dass ich mit der Tulla da spiele. Mit der Nadja. Und habe mich für folgendes Dingens entschieden. Ja, wie man sieht, ich habe Denethor erst gar nicht gespielt, weil Denethor ein bisschen, da hat er ja sogar noch mitgekriegt, bis ich ihn rausgeschmissen habe, den Shin. Hat zwar schöner Hinre, aber ich finde es halt vollkommen sinnlos, dass die Dinger ingefroren wäre, aber nicht kaputt gemacht. Und dann müsste ich extra Skill nehmen. Als Waffe habe ich das mit der magischen Kraft. Was haben wir schon noch? Das wäre vielleicht noch cooler. Verbindungsbonus. Mhm. Hm. Mit 5% Health Points. 5% ist nicht viel von 100. Naja. Und gefüllter MP-Anzeige. Das ist halt nicht so geil. Aber ja, wie gesagt, ich bleibe bei meinem. So. Es gibt meinem Vater aufs Maul. Ach, komm, immer den. Mal gucken, was passiert. Gucken, was dumme Tricks. Ui, was geht denn hier ab? Hier, hopp, komm. 400 HP. Ich glaube, es hackert oder was? Kann ich dich jetzt gleich angreifen? Wir werden mal sehen, ne? Oh, das ist zumindest mal unmöglich nicht zu treffen. Fangen wir mal gleich gut an, ne? So, was haben wir dann schon noch Feins? So kann man noch was machen. Denethor, lass mal gerade stehen. Da kann ich im Moment eh nichts mit anfangen, ne? Aber Denethor, guck mal, der bewegt Hand. Was bedeutet das? Weiß nicht. Weiß ich nicht. Okay, ich würde Denne gerne da runter stellen. Ja, ne, ich brauche die gelbe, ich muss den wegmachen. So. Ja, habe ich jetzt nur Denne Fuzzi da vor mir. Was macht der? Okay. Guck deine A. Guck deine A, die Sau, hä? Wenigstens zieh mal ein bisschen Energie abwischen. Pass auf. Das muss ich orientieren, ne? Scheiße, das sind die nur schießen, ne? Und der ist in der 2-3, oder? Ich weiß gar nicht. Was macht er dann jetzt? Nee, oder? Der tut nicht Energie regenerieren, das ist immer kacke. Der huckt falsch. Naja. Dann tue ich einfach do aktivieren. Das ist recht geil. Was macht ihr da? Das ist ein dummer Kopf. Hehehe. Guck schon blöde, hm? Und da noch einer dazu. Ja, noch mehr Mauer. Was macht ihr da? Ich weiß es nicht. Auerle.
Auerle macht er, Auerle. Boah, ich kann gleich wieder Blitzdingsen, ne? Zieht ja Energie aus der Luft oder was? So. Brauche ich 3 Runde. Die tue aber nur Annie, gell? Ja. Der tut ballert jetzt klein hin. Mal so. So. Was macht ihr, wann voll ist? Weh, wahrscheinlich. Okay. Das ist jetzt schlecht. Pop, pop. So, der ist jetzt quasi voll, sei außen voll, weißt du? Was macht er dann? Was bedeutet das? Ich habe keine Ahnung. Oh geil, mein Energiegedöns ist auch wieder voll. Dann hauen wir gleich mal noch ein bisschen auf die Map, ne? Okay, ich weiß, was er macht. Junge, der hat voll Wege, du, hey. Schlagsafe. Okay. Wir brauchen Highlight. Oh, geil, guck mal. Zack. Hätte schon nicht gedacht, dass das so schnell geht, hä? Wir sind ja gut im Mauerbau. Gerade mal gucken. So. Die brauche ich gar nicht zu machen, weil das bringt doch gar nichts. So. Was ist eigentlich mit denen da? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Boah, sind halt da, ne? So, guck mal. Das macht mal wieder weh, ne?
lief jetzt nicht so gut. Eins, zwei, drei Leute bräuchte ich da. Mann, der rahmt zu schnell auf, die Sau. Der rahmt zu schnell auf. Da kommt die Mauer hin. So. Scheißegal, ich aktiviere den da. Von Not her irgendwann. So. Ich? Jawohl. Gut. Zack. Gleich aktiviere. So, sehr gut. Dann aktiviere mal gleich. Der trifft zumindest die Endseite, ne? So. Okay. Oh scheiße, der ist gleich wieder voll, ne? 83, 93. Ja, shit. Okay. Ja, jetzt ist er wieder voll, die Sau. Huch, bin ich noch mal dran? Habe ich noch erlaubt, immer noch zu leben? Ah, super. Komm, ich probiere es schon mal leid. Gelber wäre mal lieber gewesen, ehrlich gesagt. Hallo. Nope, kann nur das machen. Oh geil. Haha, uiuiui. Hab ich gewusst, hab ich gewusst, hab ich gewusst. So. Trotzdem nicht viel. Ja, doch, ich kann damit nur noch aktiviere. Ja, das passt. Einfach so, damit man aber halt spuckt da wieder da. Ja. Jetzt tut er doch das so machen. Okay, er ist nicht zu mir gekommen. Oh geil, guck mal, sogar der Zauberer hat überlebt. Das ist immer praktisch. Okay. Ich bin dran. Ich bin dran. Rosane haben wir nicht noch irgendwo, oder? Nicht, dass ich wisst. Schlecht. Ja, was ist? Also ja. Okay, das ist schon mal gut. 3 Runden. Okay, das kriegen wir hin. Jetzt pass auf. Mit ein bisschen Klick. Der hat's skandiert, hä? Okay, oh, das ist so eine Scheiße hier. Egal. So. Warte mal, der kann doch eigentlich bleiben. Den noch einmal aktivieren. Dann nehmen wir mal da hin. Und hole Light. Hey, guck mal da.
So, und jetzt ist der Weg frei, dass mein Golem der Retter des Tages ist. Und der trifft nämlich die Schulter und nicht die Hand. Oh geil, oder so. Boom. Ja, Golem. Hauptsache noch draufgehauen. Nummer 123. So, war das jetzt der Endgegner? Nee, oder? So leider, wachsen im Arsch. Mhm. Das war jetzt aber nicht der Endgegner, oder? Weil das wäre nämlich zu billig gewesen. Sorry. War der Endgegner nicht der Azexis oder sowas? Ich habe meinem eigenen Vater Schaden zugefügt. Die Finsternis kommt, was machen wir jetzt? Speichern. Jetzt verwandelt sich der Vater in eine Drache oder so. Ich habe die Klinge, ich weiß nicht, wie ich sie benutzen kann. Er stecht da in den Bauch. Oh ja, was muss gemacht werden, zeige ich her. Pst. Nadia's trials have caused the Kamla Asaya to bloom within her, and her spirit exults in its power. With a wave of her hand, Nadia shatters the link between Aiden and the Blade of Binding. She then does what legend and lore said was impossible. She empties the blade of its potent energies, using its power to thwart the eclipse entirely. Defeated, Azrafir is punished for his failure to bring about an era of chaos. Ach, ich dachte, das ist ein langer Bart, wo er sich jetzt rumklettert. Naja. The demon children of Urgash claw at him, dragging him down into Sheog for all eternity. Vater! Ich bezweifle, dass die ihm, ja, dass die ihm gut sind, du Une. Naja, danke. Du hast die Ascha gerettet, also die Welt. Oh, deine Familie ist aber ziemlich krass. Wir sind alle voll geil. Ernsthaft jetzt? Epilog? Nee, da stimmt doch irgendwas nicht. Allah, dank Shehzade Opa. Ihr habt die Täuschung durchschaut, die so viele andere verletzt hat. Ja. Ja. Ich werde nie wieder an dir zweifeln. Ja. Ich werde dich nie wieder in ein Abenteuer verwickeln. Ja. Oder unten stehen noch Schatzkisten. Sieh, die will ich haben. Kann ich es jetzt sagen, Vater? Es wäre eine Ehre. Ja, mach mal. Eines Tages wird dies deine Aufgabe sein, im Namen des greifenden Imperiums, des Imperators und aller guten Bürger des Imperiums danken wir euch, Godric, Fiona und Aiden aus dem Einhornherzogtum. 3 guter Bürger sollen eure Heldentaten im Angesicht von Tragödie und Unrecht nie vergessen. Alter, was ist Scheiß. Okay, hopp, danke. Bist mal ein guter wärst du. Ja. Ah, du bist ja hier, du kannst ja gut kämpfen, aber nicht so verkrumpelte Dienearm hast wie ich. Alter, der hat aber wirklich ein verkrumpelter Dienearm. Aiden, der grimmige Zähmer der Dämonen. Gar nicht wahr. Die Inkubus kommt gleich. Und heute oben, wenn du schläfst, kommt sie. Setzt sich auf dich. So, jetzt zu dir. Oh, ich hab so viel verloren. Oh, die Mama ist fort, der Papa ist fort, alle fort. Guck mal, ich bin noch da. Noch ein Epilog, okay? Ein Jahr später.
Ach, Vater, der Wald ist so leer, ohne dass du dauernd rumlache dusch. Wieso hat er dauernd gelacht? Hat das Gras an der... Ja, fies gekitzelt. Ich bin so alleinig, so alleinig. Jetzt kommen die Freunde. Hallo, wir sind drei Freunde aus der Stadt. Ah, ist ein Alter. Ajo, natürlich. Ah. Ja, kann der Aiden jetzt eigentlich irgendwas? Der kann ja jetzt keine Dämonen mehr befehligen, so, der kann ja eigentlich nichts, ne? Messerle hat er Anime. Ja, obwohl die Fiona kann eigentlich auch nichts mehr, ne? Die ist aber jetzt kein Geist mehr. Ja, okay. Freundschaft für Dingsbums vergessen. Abends Ruhm und Geschick wuchsen und sie wurde ein legendärer Waldläufer und bereiste ganz Aschan. Und ab. Gottrick wurde Lordpräfekt im Imperium und rechte Hand von König Alexei und dessen Sohn Nikolai. Aha. Okay, Gottrick ab. Fiona heiratete Prinz Alexei und wurde Königin Fiona und Mutter von Nikolai. Aha. Okay. Und hat Geistergeschichte erzählt. Und fort. Aiden trat der Dracheritter bei und setzte seinen persönlichen Krieg gegen Urgashs Horden fort. Horden. Horden. Nadja und Cyrus heiraten und ihr Sohn Zehir wurde Herrscher der Silberstädte. Okay. Okay. Cyrus für Multiplayer-Modus erschlossen? Ja, cool. Willst du Ja, bitte. Her mit, kehr mit. So, was habe ich gebraucht? 43 Stunden, also 45 oder was schätze ich? Ja. Hey, also irgendwas stimmt doch nicht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich auf dem DS habe ich so zum allerersten Mal gespielt. Und da war, ich weiß nicht welcher, der letzte Endgegner, denke ich, oder so, der war so sackschwer. Richtig sackeschwer. Und für die Xbox 360 Version, die dann rausgekommen ist, haben sie dann überarbeitet, dass der nicht mehr ganz so schwer ist. Da war auch wieder, aber das war doch jetzt nicht derweil, weil derweil war ja billig. Also wirklich, der war billig. Mit dem Ding, dass du Blitzgedönse da machst. Ja, es ist irgendwie 2 Uhr morgens, da darf man ruhig ein bisschen miezen. Mit dem Ding, dass du Blitzgedönse da machst, du hast ihn ja gar nicht treffen gekannt, fast. Dann hast du halt eventuell nur die Hände getroffen, aber ja, dann waren die außer Gefecht und der rechts auf den Kopf gegangen. Jawohl. Und ansonsten, ja klar, weil er sich aufgeladen hat ein bisschen ringeballert, aber eigentlich jetzt auch nicht so wirklich. Sehr seltsam, sehr seltsam. Aber jetzt mal gucken, das war jetzt nur das eigentliche Spiel. Ich glaube, dass sie gesagt haben, es sind alle DLCs drin, also UX, QA, UX. Okay. Ja. Die haben ja, glaube ich, gesagt, dass alles an DLC und sowas drin ist. Das heißt, wir müssten ja noch ein bisschen DLC haben. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, habe ich das damals auch gehabt? Also höchstwahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es vor der DS DLC gab. Glaub ich halt nicht. Ich meine, ja, die DS konnte ich mit dem Internet verbinden. über alter Schwede, das war noch über diese blöde, unsichere Verbindung da, wie heißt denn das noch einmal? Oh, ist schon so lange her. Es war nicht WPA. Es war nicht WPA 2, 3, 5, 9000, das war irgendwie seltsam. Ja, ging halt irgendwie. Aber ich glaube, DLCs hat so gar nicht gibt. Ich weiß es aber nicht mehr. Oh, es ist schon so lange her. Ja, bei der
bei der 360-Version hat es auf jeden Fall DLC gibt. Und ich gehe einfach jetzt mal davon aus, dass ich mal den bestimmt gekauft habe, weil ich meine, ich habe mal das komplette Spiel noch im gekauft, einfach für die 360, damit ich es in HD und im Fernseher spielen kann. Weil ich halt gewiss habe, ja, das ist gut, ne? Und es ist, ja, es ist ein geiles Spiel, immer noch. Es ist immer noch ein geiles Spiel. Ja, jetzt, ja. So, wo war ich denn eigentlich? Ah ja, am Lestre, wie einfach derweil war. Hm, irgendwas stimmt doch da halt wirklich nicht. So. Also, oh, Musik gleich. Wird die Musik leiser oder kommt jetzt andere Musik? Es kommt andere Musik. Okay, alles klar, kommt andere Musik. Ich schlafe noch ein bisschen weiter. Jetzt mal gucken, ich habe jetzt nur, ich habe gar kein Achievement oder sowas gekriegt. So von welcher Story abgeschlossen oder so. Weiß nicht, jetzt kommt irgendwie noch der super mega Endgegner, kommt jetzt durch den Abspann durchgebrochen oder so irgendwie. Gucken wir uns das jetzt eigentlich wirklich an, ja. Ich guck mal eigentlich immer der Abspanner. Ich habe sogar als im Kino vor den Marvel-Filme gedönse, wo dann immer noch nur im Abspann kommt noch was und dann kommt noch was und dann kommt noch was. Nö, ich bin eigentlich, soweit ich weiß, immer Hucke geblieben. Weil ich habe für den ganzen Film bezahlt. Also, keine Ahnung warum. Eigentlich bin ich als noch Hucke geblieben und ich bin selten ins Kino gegangen. Ich gehe immer noch sau selten ins Kino. Wenn ich im Jahr zweimal ins Kino gehe, dann ist es halt wirklich saumäßig viel. Es gibt halt Jahre, wo ich überhaupt nicht ins Kino gehe. Und wenn ich dann halt ins Kino gegangen bin, dann meistens, weil irgendjemand gesagt hat, ah ja, komm, wir gehen ins Kino, komm, geh mit. Ja, also allein bin ich kann mich nur an 2 Filme erinnern, wo ich allein im Kino war. Jetzt pass auf, das Ende war Spawn. Da habe ich mich hingeschlichen. Der war nämlich eigentlich erst 15, der war ab 16. Ich wollte aber unbedingt Spawn gucken. War gar nicht mal so schlecht, der Film, kann man nichts sagen. Ne? War okay. Und der zweite war, wo ich allein hingegangen bin, hätte Sinn sollen, der allererste Pokémon-Film. Das muss dann so, ach, keine Ahnung. Dann kam Pokémon 97 dort drum, kommt die 98 oder sowas. Ach, keine Ahnung. Also, ich war auf alle Fälle schon 16, 17 irgendwie dort rum. Und ich wollte der erste Pokémon-Film gehen, weil, ey, Pokémon, voll geil. Also ich habe die Spiele, die Spiele, Pokémon Rot und Blau. Ich habe natürlich Blau gehabt, wie sich das gehört. Scheiß Feuerdrache braucht kein Mensch. Ich habe, ja okay, Schildkröte war auch nicht geil. Ich hätte mir am liebsten grün geholt, weil hier, ja, egal. Und dann wollte ich halt auch den Film gucken. Hätte es da noch ein kleines Pikachu-Figürchen dazu gibt. Und ich gehe also so ins Kino. Ah, ich soll nicht pfeifen, sorry. Ich gehe also so ins Kino und will halt in den Pokémon-Kinofilm. Und ich bin halt am Mittags ins Kino gegangen. Und eine riesen verkackte fucking Schlange vom Kino. Die haben wirklich gestanden bis hinaus. Also das Kino bei uns in der nächsten Stadt halt. Ist kein großes Kino, aber egal. Und das Schlimme war halt, es war eine riesige Schlange und ich konnte komplett über alle drüber gucken. Es waren halt lauter kleine Kinder, die ins Kino wollten in den Pokémon-Film. Und ich, alter Depp, war halt wirklich, also ja, bei manchen waren halt die Älteren dabei oder sowas, aber eigentlich war ich der Älteste, der freiwillig den Film gucken wollte. Und, naja, hopp, ich meine, ich war schon immer irgendwie Loser und ein Abkacker und seltsam. Ich werde trotzdem in den Film nennen. Es begab sich aber so, dass ich also in der Reihe stehe und noch an die Kasse will, mir Karte kaufe für den Pokémon-Film und dann waren noch 2 Kiddies vor mir, die sich Karte geholt haben. Ich stehe also da, warte noch und hinter mir haben 2 Mädels gestanden. Die waren 13, 14, also jünger wie ich.
ich war schon 16, 17, also jetzt nicht irgendwie interessant, so als junger Depp so. Aber die haben halt hinter mir gestanden und ich habe halt gehört, wie die Ant das eine Mädel zu dem anderen Mädel sagt, hey, guck mal da, es ist so voll nervig, die ganze Kinder da, gehen sie alle in den Pokémon-Film. Und dann hat die Ant halt gesagt, ja, ich hab ja gehört, es soll ja Erwachsene geben, die da hingehen. Was? Ernsthaft? Ne, das ist ja voll kindisch. Ja, heizt du da oder halt wirklich 4 Jahre später, wo ich dann halt schon über 20 war, wo mir es dann scheißegal war, so richtig scheißegal, ob die Leute mich für kindisch empfinden oder nicht, weil ey, ich verdiene mein eigenes Geld, ich zahle Steuern, ich darf für mich selber entscheiden, was kindisch ist und was nicht. Und wenn ich dann My Little Pony gucken will oder was weiß ich was Pokémon, dann mache ich das und ist mir scheißegal. Damals war ich halt noch jünger, habe ich natürlich noch nicht so gedenkt. Und dann so, oh fuck, ich will doch aber eine. Dann, okay, die zwei Kiddies vor mir waren weg und die Tulla an der Kassfrot so, ja, was für Film willst du gehen? Und ich dann so, Amo Galaxy Quest bitte. Hopp, bin ich halt in Galaxy Quest gegangen. Aber, ey, Galaxy Quest, super Film. Ich hab zugegebenermaßen, ich hab bis heute ich glaube, ne, ich habe den ersten Pokémon-Film noch nicht geguckt, stimmt. Ich habe den immer noch nicht gesehen. Der war schon, ich weiß gar nicht, ist der jemals im Fernsehen gelaufen? Keine Ahnung. Aber halt auf, keine Ahnung, Netflix, Amazon, Disney, keine Ahnung, wo er ist. Irgendwo wird er schon laufen. Und ich habe den bis heute noch nicht geguckt, weil, boah, wie gesagt, das Interesse war jetzt eher, weil die Spiele so geil waren, weil ich die Spiele gut fand. Die Serie war halt so, ja, hast du halt geguckt so mittags, weil du daheim warst und ja, das war's dann. Ja, aller gut, habe ich Galaxy Quest geguckt. Galaxy Quest voll geil, kann ich euch nur empfehlen. Falls ihr das nicht kenne, ist quasi so eine, na okay, Verarsche. Eine, also Comedy auf jeden Fall, eine Hommage an Star Trek. Also vor alle Dinge Star Trek. Nicht Star Wars oder sowas, also nicht Krieg der Sterne, sondern Raumschiff Enterprise. Und es ist mit Tim Allen, also der, wo Hammer wer da hämmert, also Tooltime, Home Improvement, Home Improvement, Home Improvement und sowas gemacht hat. Also gemacht hat, Tim Allen halt. Und ja, es geht halt darum, dass er und sein Leid, dass die halt nur so eine Art Star Trek-Serie gespielt haben, aber das ist schon 10, 15, 20 Jahre her oder sowas, wo die Serie ist schon abgesetzt, hat halt immer noch seine Fans, ähnlich wie bei der Altbesatzung, der allerersten oder sowas von Enterprise. Und er geht halt dann auf Conventions und sowas und er selber lässt sich da feiern als, oh, er ist so der mega Schauspieler, er ist der Captain von irgendeinem Raumschiff, irgendwie sowas. Er bildet sich halt voll was drauf in und sei Leid, wo er halt dabei hat, die anderen Schauspieler, dann ist halt schon klar, ey, super, wir haben keine andere Rolle mehr gekriegt, wir sind voll die Loser eigentlich, wir haben keine andere Rolle, wir müssen irgendwie, keine Ahnung, wenn irgendein Möbelhaus eröffnet, müssen wir da stehen, unser Satz da, wo wir haben, es ist jetzt nicht so geil, aber Tim Allen, sein Charakter, der Captain, der findet es voll super, er lässt sich doch feiern von den Fans und sowas, kriegt aber halt mit, wie dann auf so einer Convention halt zwei junge Buben sich um Abbott irgendwie unterhalten und sagen, ey, guck mal, wie der da abgeht, der alte Sack, was er sich da voll drauf inbildet. Und hat dann da ein bisschen so Krise. Geht halt in der Saufe, weil er halt merkt, ey, scheiße, eigentlich bin ich schon voll die Wurst. Und dann komme, huch, das war ein schnelles Ende. Das war ein seltsam schnelles Ende. Ja, was kann ich jetzt hier machen? Kann ich nochmal Kampagne? 44 Stunden habe ich gebraucht. Abgeschlossen? Wie, das ist nicht abgeschlossen? Doch, ist es. Aha. Wie, das ist die Anzahl an Stunden, wo ich gebraucht habe, oder was? 8 Stunden? Dann ging es da oben weiter. 10 Stunden? Dann ging es, glaube ich, da unten weiter. 8 Stunden? Da habe ich nur 5 gebraucht. Ich nehme das nochmal und gucken, was dann passiert, wenn ich schon hingehe. Ja, dann kommen halt Aliens auf die Erde und die denken halt, dass die ganze Serie, dass die halt real war. Hey, guck mal. Was ist das da? Was kann ich denn da jetzt machen? Wieso ist das so blöde Musik? Okay.
Google erklärt mir gerade, was deutsche Sprache ist, nicht schlecht. Was kann ich denn hier machen? Nur rumlaufen? Ja, Arsch geleckt. Oh, guck mal, da steht schon wieder einer. Ja, 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 ja. Alter, ist ja gut. Google erklärt sich gerade Wolf für mich. Moment, Titane. Ist das, gell? So. Okay. Spiel speichern. Ja. Aber was ist denn das für ein Kack? Kampagne verlassen. Ah. Okay, das ist irgendwie seltsam, da gerade. Ja, ich wollte noch filmen. Ja, da kommen halt Aliens auf die Erde und denke, dass die Alt-Serie, die Alt-Star Trek-artige Serie, dass das real ist und sie brauchen halt Hilfe, weil sie von irgendeinem anderen Alien bedroht wäre, sowas. Und ich denke halt, ey, wir holen die ganze Leid, wo du Schummo die Menschheit gerettet hat mit ihrem geilen Raumschiff und dann werden sie halt in den Weltraum geschossen und die haben halt alles neu gebaut, was in der Serie gesehen haben. Aber halt in echt. Es ist voll geil. Es ist einfach, es ist ein guter Film. Also, Galaxy Quest kann ich nur empfehlen. Bestes Zitat. Schwerkraft! Schwerkraft! Ja, okay. Vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen. So. Ja, aber das... Ich bin jetzt hier gerade verwirrt, ne? Das war's jetzt? Da war kein DLC, nix dabei. Einfach nur das Spiel und der Endgegner war kacke. Was zur Hölle? Ja, das finde ich jetzt irgendwie doof. Ja, ich guck mal noch ein bisschen, ob ich irgendwie der DLC finde, aber eigentlich, das ist schon sehr seltsam, du. Aller dann, Dankeschön, ne? Scheiße, jetzt brauche ich 2 Spiele, die ich spiele. Das ist kacke, ne? Ja, kriegen wir schon hier. Hopp. Ich bedanke mich an die Leute, an die oder 2, die als Morin gestolpert sind und als wir zugeguckt haben. War nett, ist mir so scheißegal, weil ich guck's nämlich selber zum Inschlafen her, ich mal zu. Kann ich mal sehen, wie selbstverliebt ich bin. Alles klar. Hopp. Tschüss.